So. Heute ist der Tag, wo der halbe Kreuzpunkt Geburtstag hat. Hast du das gewusst? Ich bin fast sicher, es muss der Tag sein, wo die meisten Leute aus dem Kreuzpunkt Geburtstag haben. Ich tue schnell sagen, wer heute alles Geburtstag hat. Heute hat Geburtstag die Gabriela Beck. Der Sammy Künzi hat heute Geburtstag. Simon Maurer hat heute Geburtstag. Der Matteo Meyer wird heute 1. Der Ralf Römer ist heute da unter uns, hat Geburtstag. Der Reto Tschumper hat heute Geburtstag. Der Aschi Weber hat heute Geburtstag. Und last but not least, meine Frau Dunja Wüthrich hat heute auch Geburtstag. Und wir gratulieren all diesen Leuten von ganzem Herzen. Und weißt du was, komm, wir tun sie schnell segnen miteinander. Ist gut? Ich bete für sie, wir sprechen Segen aus über ihrem Leben. Jesus Christus, wir danken dir, dass wir in der Kirche sind, wo ganz viele Leute heute Geburtstag haben. Und ich bitte dich, dass du die Leute jetzt segnen, dass du ihnen einen speziellen Tag gibst und dass du ihnen ganz besonders ein Jahr gibst, wo Erkenntnis und Liebe Gottes in ihnen regieren. Dass sie immer tiefer wachsen und immer mehr verstehen, wer du bist und dass sie immer näher an dein Vaterherz kommen in diesem Jahr. Wir sind so dankbar für all die guten Menschen, die bei uns da Teil sind in dieser Kirche. Du hast sie gerufen und du wirst sie auch weiterhin führen. Amen. Amen. Hey, es ist schon ein spezielles Jahr, würde man mal sagen, oder? Ja, wir haben schon alle spezielle Sachen erlebt und es gibt immer wieder so Momente, wo irgendwie, wie soll ich sagen, so ein bisschen komisch sind, wo man sich der Absurdheit von dem Jahr wieder bewusst wird. Wir haben als Familie gerade so einen Moment erlebt. Wir haben nämlich als ganze Familie müssen 10 Tage Quarantäne machen und das ist natürlich mega lustig, gell? Mit einjährigen Kind, einem 4-jährigen und einem 6-jährigen Kind plus Homeoffice und ja, hey, es ist mega gut, so Sachen, gell? Dürfen dann Quarantäne machen. Ja. Es ist erstaunlich produktiv gewesen. Ich habe wirklich gestaunt, wie das eigentlich wirklich trotz der Craziness und der Lautheit irgendwie gleich noch produktiv war am Schluss. Etwas war jedoch sehr traurig. Und zwar war das erste, das das Reihe realisiert hat, wo wir ihnen das dann gesagt haben. Wir waren in näherem Kontakt mit jemandem, der positiv getestet hat. Und darum haben wir nachher 10 Tage Quarantäne. Und dann haben wir unseren Kindern das erklärt und gesagt, ja, liebe Kinder, 10 Tage lang sind wir jetzt nur als Familie unterwegs und ihr dürft nicht in Kinski gehen und es gibt nichts, wo ihr dürft nicht draussen spielen, ihr könnt nicht mit euch ein Gespendli machen, gar nichts. Oder? Und dann, das erste, was er realisiert hat, war, dann fällt in dem Fall für mich der Rebelichtli-Umzug aus. So. Ja, es tut uns leid, du darfst nicht an den Rebelichtli-Umzug gehen. Und das war schon mit Tränen verbunden gewesen, und das hat er überhaupt nicht lustig gefunden. Auf jeden Fall geht Caitlin und das Reigen aber in einen sehr coolen Kinski. Die Kinski-Lehrerin hat dann dafür gesorgt, dass wir 2 Reben in unserem Briefkasten haben. Und wir haben dann die daheim geschnitzt. Und dann haben sie den Weg vom Rebelichtli-Umzug so gemacht, dass sie bei uns am Haus vorbeigelaufen sind. Und wir haben ja, ich habe euch ein Bild mitgebracht, wir haben da bei uns im Kinderzimmer haben wir so eine Glasscheibe mit so eine hohe Balkontüre und nachher sind alle Kinder vom Kinski mit den Rebenlichtchen dort vorbeigekommen und genau. Dann haben wir nachher bei uns in der Stube, sind wir im Kinderzimmer gestanden und trennt durch die Glasscheibe, haben wir nachher eben so den Rebenlichtli-Umzug-Moment auch können feiern mit ihnen. Sie haben dann noch zusammen ein Lied gesungen und es ist also, ich gebe es gerade zu, wir haben also, Dunja und ich haben beide ein Tränchen verdruckt ab dieser Situation. Es ist wirklich mega, mega herzig gewesen. Und ja, für mich ist das irgendwie so symptomatisch oder beispielhaft für die Sachen, die bei uns im Kreuzpunkt alle nicht so gehen, wie normalerweise wir uns das gewöhnt sind. Und schau, so einen anderen Moment, wo du merkst, wie anders die Zeit im Moment ist so ein Moment, wo du eigentlich wollen, Taufgottesdienst feiern als ganze Kirche. Eigentlich wäre der Plan, dass wir wie jedes Jahr als ganze Kirche nachher miteinander ins Erdgeschoss gehen. Dort stellen wir den Pool auf und wir mosteln uns das 100. in den Saal drin und wir dürfen bekennen und bezeugen und miterleben und mitfeiern, wie Menschen sich taufen. Und das Jahr ist irgendwie alles einfach anders. Aber hey, weißt du was?
lass uns doch eine Kirche sein, die Weg findet, um diesen speziellen Moment anders und trotzdem speziell zu machen. Es ist für mich so ermutigend und berührend und bewegend, wenn die 3 jungen Menschen dafür kommen und sagen, wieso dass sie sich taufen lassen haben und wer Jesus für sie ist. Und hey, ich möchte euch wirklich einladen, auch wenn es anders ist und auch wenn ein paar von euch den Moment jetzt vielleicht durch eine Glasscheibe miterleben, lasst das nicht an euch einfach vorbeigehen. Hey, das ist etwas, was wir als ganze Kirche einfach mit allem, was wir haben, feiern und nicht einfach aufgeben. Versteht ihr, wie wichtig der Moment ist von der Taufe? Und darum feiern wir heute trotz allem und trotz der Andersartigkeit miteinander Taufgottesdienst. Wir haben schon gesehen, wie die Menschen sich getauft haben. Wir haben schon gehört, wieso dass sie sich taufen lassen haben. Und ich gebe euch jetzt in der Predigt den Grund von der Taufe. Um was es geht in der Taufe. Und zwar möchten wir das machen mit einem Bibelvers aus dem Römer 6. Wir lesen Verse 3 bis 11 miteinander lesen. Das ist ein Text, den wir miteinander anschauen. Weil es gibt eigentlich fast keinen besseren Bibeltext, der die Bedeutung und das Wieso von Taufe so gut erklärt. Und dort wollen wir miteinander anfangen. Ich möchte euch erklären, was genau Taufe ist. Ich weiss, einige von euch sind schon getauft, aber weißt du was? Vielleicht ist das mal eine gute Erinnerung. Vielleicht dürft ihr heute mal, wie soll ich sagen, mit einem neuen Verständnis zurückdenken, was eigentlich an dem Tag passiert ist, wo ihr euch taufen lassen habt, was die Bedeutung ist von der Taufe. Dort wollen wir jetzt miteinander anfangen. Also Römer 6, Vers 3 bis 11. Ich lese vorlesen. Ihr wisst doch, was bei der Taufe geschehen ist. Wir sind auf den Namen von Jesus Christus getauft worden und haben damit auch Anteil an seinem Tod. Durch die Taufe sind wir also mit Christus gestorben und begraben. Und wie Christus durch die Herrlichkeit und Macht seines Vaters von den Toten auferweckt wurde, so haben auch wir ein neues Leben empfangen und sollen nun so handeln, wie es diesem neuen Leben entspricht. Denn wie wir seinen Tod mit ihm geteilt haben, so haben wir auch Anteil an seiner Auferstehung. Letztlich geht es doch darum, unser früheres Leben endete mit Christus am Kreuz. Unser von der Sünde beherrschtes Wesen ist damit vernichtet und wir müssen nicht länger der Sünde dienen. Denn wer gestorben ist, kann nicht mehr von der Sünde beherrscht werden. Sind wir doch aber mit Christus gestorben, dann werden wir auch mit ihm leben. Davon sind wir überzeugt. Wir wissen ja, dass Christus von den Toten auferweckt worden ist und nie wieder sterben wird. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Halleluja. Mit seinem Tod hat Christus ein für alle Mal beglichen, was die Sünde fordern konnte. Jetzt aber lebt er und er lebt für Gott. Das gilt genauso für euch. Und daran müsst ihr festhalten. Ihr seid tot für die Sünde und lebt nun für Gott, der euch durch Jesus Christus das neue Leben gegeben hat. Hey, was für eine geballte Tiefe doch in diesem Text drinnen ist. Und das ist genau die Symbolik von der Taufe. Ich möchte das kurz noch in ein paar mehr Worten erklären. Wir glauben nämlich, dass es einen geistlichen Moment gibt, wo wir Bekehrung nennen. Im Römer 10, Vers 9 steht so schön, wer mit seinem Mund bekennt und von Herzen glaubt, dass Jesus Christus gestorben und auferstanden ist, der ist es, der das ewige Leben bekommt. Den Moment beschreiben wir als Bekehrung. Also wenn ein Mensch zu dieser Gewissheit kommt und das mit seinem Mund bekennt, dann passiert geistlich, was wir jetzt da gelesen haben. Und Taufe ist genau das Symbol von dem, was geistlich schon passiert ist. Also, wenn du, wie wir vorher gesehen haben, Menschen nimmst und sie taufen, dann bedeutet das, dass der alte Mensch, das alte Wesen, wo sie sind, also das trifft auf uns alle zu. Wir sind geboren in ein Reich von der Finsternis drin. Du kannst den Namen wählen, der dir da am meisten entspricht oder der am meisten für dich Sinn macht. Wir sind geboren in einem Zustand von der Trennung von Gott. Weil wir Menschen immer wieder falsche Sachen machen und uns gegen den Willen Gottes entschieden haben, sind wir einfach getrennt
von Gott. Und in der Taufe drinnen bekennen wir das alte Wesen, das gelebt hat in diesem Reich, dass das ins Wasser hineingegangen ist und mit Jesus zusammen am Kreuz gestorben ist. Darum nehmen wir Menschen und tun sie ins Wasser, unter. Das symbolisiert den Tod von Jesus, den wir für uns selber in Anspruch nehmen wollen. Das ist die Symbolik. Wir bekennen, dass da ein alter Mensch war, der getrennt war von Gott, der nicht so gelebt hat, wie Gott sich das vorgestellt hat und dass das darum mit Jesus zusammen den Tod verdient hat. Wir nehmen Anteil an seinem Tod. Es ist wie, als würden wir unter Wasser gehen. Eigentlich müssten wir die Leute 3 Tage lang unter Wasser behalten. Weil so lange war Jesus im Grab, gell? Das ist ja die Bedeutung von unter Wasser gehen. Die sind gestorben. Jesus war 3 Tage da. Das nächste Mal machen wir das. Gell? Also wer sich für nächstes Jahr möchte anmelden für die Taufe, ihr wisst jetzt, was euch erwartet. Wir machen da keine halbe Sache bei uns im Kreuzpunkt. Wobei mich jetzt eigentlich das Jahr schon recht steil dunkt, gell? Ich konnte dann nicht darauf verzichten. Ich musste noch schnell ein bisschen schwimmen. Wenn man ja schon einen Neopren angezogen hat, dann sind wir doch noch schnell in der Reuss schwimmen. Yes. Genau. Das ist die Symbolik. Unter das Wasser gehen steht für Sterben mit Jesus. Da ist ein altes Wesen, ein altes Ich, das untergegangen ist und ganz komplett gestorben ist. Und aus dem Wasser rauskommen, steht für die Auferstehung mit Jesus und von Jesus. Ist das nicht genial? Ich sage immer so schön, sterben kann jeder, gell? Das ist nicht so schwierig. Sterben am Kreuz, das haben vor Jesus und nach Jesus ein paar andere auch noch gemacht. Aber er ist der Allereinzige, der auferstanden ist und nie mehr gestorben ist. Das kann nur er. Und dort drinnen liegt die Kraft von unserem Glauben, dass wir einen Jesus haben, der auferstanden ist. Er ist nicht nur gestorben für unsere Sünden, sondern er ist der ab dem Kreuz runtergekommen ist. Darum hängt auch keiner mehr bei uns am Kreuz. Weil er ist gestorben und er ist der auferstandene Messias. Und wir nehmen teil in seiner Auferstehung. Das ist die Symbolik, von wenn wir jemanden wieder rausnehmen, aus dem Wasser. Dann deklarieren wir und proklamieren wir, dass der Mensch ein neues Leben, eine neue Schöpfung ist. Und dass jetzt etwas Neues angefangen hat. Das ist die Symbolik von Taufe. Und ich hoffe, alle, die hier noch nicht getauft sind oder im Livestream zulassen und merken, hey, ich habe mich noch gar nicht taufen lassen. Hey, ich möchte dich so ermutigen. Lass dich taufen. Ganz besonders, wenn du den Moment schon gemacht hast von der Bekehrung. Also wenn das deine Realität schon ist, wenn geistlich das schon zutrifft. Tu doch die Symbolik erleben und du das demonstrieren. Und jetzt kommt, das ist die Symbolik von Taufe. Jetzt möchte ich kurz erklären, was die Folge war von Taufe. Weil Taufe an und für sich ist ein sehr öffentliches Bekennen zu wem man gehört. Das ist etwas, was wir heutzutage gar nicht so richtig verstehen. Aber ihr müsst wissen, dass wenn du zu Zeiten von Jesus oder gerade so nach Jesus, in den Anfangszeiten vom christlichen Glauben, wo der am Kommen war und wo der am Expandieren war, ist Taufe ein riesen, mega Thema gewesen. Wegen dem Bekenntnisaspekt drinnen. Eine Taufe ist ein Bekenntnis für Jesus. Also, hey, wenn sich ein Christ dazu mal taufen lassen hat, ist das ein riesiges Thema gewesen. Das wäre, als würden wir das heute in der Zeitung veröffentlichen. Also die Zeitung ist vielleicht ein altbackenes Beispiel, gell? Wo bekommen eure Kollegen, Familie, Bekannte, Verwandte, Arbeitskollegen und wer das sonst noch in deiner Nachbarschaft ist, heutzutage ihre Informationen? Okay, vielleicht müssen wir sagen, auf Instagram ist das dann bekannt worden, auf Facebook, hey, was auch immer gerade so stimmt für dich und deine Demografie, darfst du gerne dir selber aussuchen. Aber es ist so öffentlich gewesen, wie es nur öffentlich kann sein. Und es hat extrem tragweite Folgen gehabt. Du hast dich öffentlich zu Jesus bekannt und das ganze Dorf, jeder hat das nachher gewusst und gekannt. Also in dem Moment, wo du dich taufen lassen hast, ist es ein Public Statement. Es war wie deine Coming-out-Party. Hey, okay, ich gehöre zu Jesus. Es ist so. Und um das zu demonstrieren, lasse ich mich öffentlich taufen. Und jeder hat das nachher gewusst. Und das war Dorfgespräch. Und es hat Folgen gehabt. Also, du musst wissen, das war eine sehr götzenzentrierte Kultur,
wo sehr wichtig ist. Auch gerade der Kaiser ist als Gott verehrt worden. Und jetzt bist du ein Christ, der sagt, nicht der Kaiser in Rom ist mein König, nicht der Kaiser in Rom ist, zu wem ich mich bekenne, sondern ich bekenne mich zu Jesus allein. Verfolgung war Volk davon. Es hat viele Christen gegeben, die ausgeschlossen wurden sind vom Marktplatz. Weil der Markt war ein Ort, wo auch Götzenverehrung stattgefunden hat. Das war ein geweihter Ort. Und hey, du bist Christ, du kannst da nicht mehr herkommen. Lebensgrundlagen sind entzogen worden aufgrund von dem öffentlichen Bekenntnis. Wir haben das in Australien, wo ich für 3 Jahre Teil war von einer anderen Kirche, haben wir eine grosse indische Community auch gehabt. Also in Australien hast du viel Zuwanderung auch aus dem Osten, aus Asien und auch sehr viele Inder, die in Australien zugewandert sind. Und die sind traditionell Hinduisten gewesen. Und wir haben immer so das Erlebnis gemacht. Am Anfang war kein Thema für irgendeinen Hindu, um so in den Gottesdienst zu kommen. Weil hey, ist einfach ein Gott mehr, kein Thema. Jesus ist auch okay, der kann gerne noch sich da einreihen in die Ahnenverehrung und mit dem Shiva und wer es da sonst noch alles so gibt. Kein Thema, es ist einfach ein Gott mehr, der verehrt wird, kein Problem. So richtig losgegangen ist es dann in der Familie, in dem Moment, wo sich ein Mensch taufen lassen hat. Weil dort ist das Bekenntnis gekommen, wer der einzige wahre König ist. Und genau das Gleiche ist für uns heute noch da. Und ich möchte diesen Aspekt heute mit euch kurz betonen und anschauen, was es bedeutet, Jesus zu bekennen. Und jetzt möchte ich zu all euch reden, die schon getauft sind. Ja, es war ein Moment in eurem Leben, wo mal passiert ist. Und in dem Moment haben wir die Symbolik durchlebt und bekannt. Jawohl, wir haben uns bekehrt. Es hat den Moment gegeben, wo ich bekannt habe mit meinem Mund, dass Jesus der Auferstandene ist. Und wir haben uns dann symbolisch taufen lassen. Wir haben das genossen, die Symbolik dürfen selber zu erleben. Wir haben dann auch noch gegrillt miteinander und es war eigentlich mega ein cooler Moment auch gewesen, gell? Aber ich möchte heute an diesem Morgen die Symbolik vom öffentlichen Bekenntnis, wo die Taufe eigentlich ist, ganz besonders hervorheben. Wir als taufte Menschen sind durch die Taufe dazu berufen, öffentlich, publik, unseren Glauben zu bekennen. Und jetzt möchte ich mit euch zusammen kleine Tradition am Leben erhalten. Normalerweise würden wir nämlich mit den Täuflingen zusammen das apostolische Glaubensbekenntnis aufsagen. Also kurz bevor wir sie taufen. Sie haben sich ja schon getauft und darum möchten wir jetzt aber den Moment von dem apostolischen Glaubensbekenntnis nicht an uns vorbeigehen lassen. Und ich möchte mit euch zusammen das uralte Bekenntnis, was es genau ist, was wir bekennen. Wir haben es zum Glück vorher schon gesungen, gell? Wir tun es jetzt nochmal so im Originaltext, wie es halt originaltextlich geht, miteinander aufsagen und miteinander bekennen. Sind ihr bereit für euch ein Glaubensbekenntnis? Alright, der Beamer tut es gerade einblenden und sobald wir parat sind, tun wir miteinander das aufsagen. Also ich fange an und ihr sind wirklich eingeladen damit, im Sprechchor das miteinander zu sagen. Das ist, was wir bekennen wollen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn unseres Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Amen. Wow, was ist das für ein geniales Glaubensbekenntnis? Und das ist das Bekenntnis, wo wir als Taufte dazu berufen sind, öffentlich dazu zu stehen. Mit allen Konsequenzen, mit allen Folgen, die das mit sich bringt. Ich möchte noch 2 Bibelstellen mit euch anschauen. Ich habe mal in diesem Jahr drin eine Predigt geplant,
Und das hat schon einen Titel gehabt. Ich weiß gar nicht, was genau passiert ist, aber irgendwie durch die 100 Änderungen und Umstrukturierungen und was auch immer, ist die Predigt dann irgendwie nie passiert. Und die Predigt hat geheißen, ich bin Veganer. Weil, ja genau, es gibt ja so den Witz, gell? Woran erkennst du eigentlich einen Veganer? Er sagt es dir dann schon. Das ist, genau, oder? Es gibt doch immer wieder solche die Gruppe von Menschen, die im Moment gerade mega öffentlich und publik ihr Ding am bekannt geben ist. Also ich habe übrigens gar nichts gegen Veganer. Das ist voll okay. Wenn ich die Predigt vor 10 Jahren gehalten hätte, hat es vielleicht geheißen, ich bin auch ein, was ist das? Der Walker, weißt du, die mit den Stöcken da, die da durch die Stadt gelaufen sind und allen erzählt haben, dass das der beste Sport sowieso ist und ergonomisch und was weiß ich und Carbonstöcke und Federung und mit dem Stirnband hast du da plötzlich Gruppen von Senioren gesehen, die in einer Motivation durch die Stadt gelaufen sind und allen erzählt haben, wieso dass jetzt gerade Walken so mega in ist und wieso dass du auch eigentlich walken und was eigentlich falsch ist mit dir, dass du noch nicht am Walken bist, oder? Es gibt doch immer so die Gruppe, ich habe so einfach das Gefühl gehabt, im Moment sind es die Veganer, oder? Die jetzt gerade so allen sagen, wieso dass Veganismus sowieso das Beste ist und wieso dass du eigentlich dringend auch vegan sein und vegan leben. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass wir als Christen genau so sind. Eigentlich sollte der Witz ja so gehen, hey, woran erkennst du einen Christ? Ja, er sagt es dir dann schon. Ja, das sollte der Witz sein. Wir sollten die sein, die bekannt sind für unser Glaubensbekenntnis. Und hey, wenn du das Bekenntnis mal anschaust, was ist das für ein Stolz? Wie freudig sollten wir und können wir eigentlich sein, ab was wir da dürfen bekennen? Hey, unser altes Wesen, alles, was ich falsch gemacht habe, hey, ist gestorben am Kreuz. Das gibt es nicht mehr, das ist ausgelöscht. Vor dir steht eine neue Kreation. Ich bin ein Auferstandener. Hey, wie genial ist das? Das müsste sein, für was wir bekannt sind und für was wir Christen stehen. In 2. Timotheus 4,12 verkünde den Menschen Gottes Botschaft. Setz dich dafür ein, ob es den Leuten passt oder nicht. Rede ihnen ins Gewissen, weise sie zurecht, aber ermutige sie auch. Tu all das geduldig und so, wie es die Lehre unseres Glaubens entspricht. Hey, wow! Der Luther übersetzt zu jeder passenden und unpassenden Zeit. Aber wir wollen das nicht im Sinn machen von, okay, jetzt könnt ihr euch alle bewaffnen mit einer Bibel und haut den Nächsten ins Boden, der euch über den Weg läuft, oder? Nein, das ist nicht wie wir es machen wollen. Dort kommt der 1. Petrus 3,15. Allein Christus, den Herrn, sollt ihr ehren. Seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn euch andere nach der Hoffnung fragen, die euch erfüllt. Verstehst du, es geht nicht darum, um einfach andere mit irgendwelchen Argumenten in den Boden zu stampfen oder zu überzeugen. Das ist etwas, was ich gelernt habe oder immer noch fest dran bin am Lernen. Wenn ich über Jesus anfange zu reden mit Menschen, die noch nicht an Jesus glauben, merke ich, dass ich sehr schnell mal auf eine mega technische Schiene komme. Weißt? Dass es mir dann schnell mal darum geht, gute Argumente zu bringen und zu überzeugen. Aber eigentlich glaube ich, dass die Hoffnung, die in mir lebt, so viel stärker ist, als jedes Argument je könnte sein. Und ich möchte mich selber fit machen. Ich möchte dich ermutigen, mach dich fit, dass du jeden Moment kannst zu deinem Glauben stehen, bekennen, was der Grund ist von deiner Hoffnung und mach es persönlich. Und mir ist bewusst, dass die Predigt für die einen mega herausfordernd kann sein. Vielleicht ist das etwas, wo du gar nicht so dir vertraut bist damit, zum Bekennen, an was du eigentlich glaubst und öffentlich zu deinem Glauben zu stehen. Vielleicht ist das etwas, wo dich mega herausfordert. Und weisst, ich möchte mit dieser Predigt dir eigentlich auch gar nicht wirklich Druck machen. Das ist nicht der Sinn und Zweck, sondern was ich viel mehr möchte, ist dich ermutigen. Weil was wir im Moment erleben, ist mega ermutigend. Ich möchte dir einfach ein paar Storys erzählen, dass du verstehst und anfängst glauben, dass Menschen heutzutage extrem hungrig sind nach der Hoffnung, die wir haben. Wir erleben so viele Begegnungen als Pastoren, wir tauschen mega viel auch aus über das, wo Menschen einfach Hunger haben nach Jesus. Am Fußballturnier vom Seraya, wo ich war, kommt eine Mutter auf mich zu und sagt, hey, geil, ihr macht Kille. Ich bin fast schon mal gewesen, ich habe mega Hunger nach dem, was ihr macht. Ich möchte gerne wiederkommen. Wie geht das genau?
Ich bin nicht einmal irgendwie mega evangelistisch unterwegs gewesen, sondern sie ist auf mich zu und hat gesagt, ich möchte gerne. Gibt es da irgendetwas? Wir haben Gespräche mit einem Geschäft über die Straße, gell, wo irgendwie die ganze Zeit um den Glauben geht. Und hey, ja, ihr als Kirche, genau, was ist das eigentlich? Und lustigerweise fangen sie dann schon selber an evangelisieren. Die glauben noch gar nicht an Jesus. Gell? Aber du lässt rein und die sagen, hey, du musst unbedingt auch mal zu denen in die Kirche gehen. Selber noch gar nicht drin gewesen, aber es sind schon andere einladen, zu uns in die Kirche zu kommen. Und wir haben auch während dem Livestream erlebt, hey, es ist vielleicht nicht so, wie es früher war, mit 200, 300 Leuten, die da am Sonntag kommen dürfen, mit Kindern sogar 400 Leuten. Es ist jetzt halt 50 Leute und in Gruppen aufgeteilt. Aber weisst, wir sehen es vielleicht nicht gleich, aber wir erleben trotzdem die Geschichte, dass Menschen sich im Livestream bekehren. Als Familie, miteinander, mit ihrem Vater. Bekehrung erleben und sagen, was hindert mich eigentlich daran, dem Jesus zu nachfolgen? Und als Familie dürfen das Übergebet mit dem Vater beten. Hey, wie schön ist das? Und die beste Story habe ich natürlich bis zum Schluss aufgehalten, und die möchte ich euch erzählen. Einfach um euch zu zeigen, da gibt es Menschen, die sind hungrig nach dieser Hoffnung, die wir haben. Wir haben eine Frau gehabt, die ist vor 3 Wochen, gell, Monique? Etwa vor 3 Wochen ist sie bei uns in den Kreuzpunkt reingelaufen. Weil sie hat, schon ein paar Mal ist sie am Gebäude vorbeigelaufen und sie hat das Alpha-Life-Plakat gesehen. Und dort drauf ist gestanden, ich weiss es gar nicht, was genau drauf gestanden ist. Ich glaube, irgendwie so etwas wie, hast du Fragen über Jesus oder so, dann komm mal, wir haben Antworten. Wir wollen gerne deine Fragen hören und mit dir über das reden. Die kommt rein und sagt, liebe Leute, ich habe so viele Fragen. Ich habe angefangen, vor einer Zeit habe ich angefangen, in der Bibel zu lesen. Und das hat etwas gemacht mit mir. Ich habe so viele Fragen. Ich möchte so gerne mit irgendjemandem über das reden, was ich da in der Bibel lese. Und ich habe jetzt das Plakat gesehen, ich habe gefunden, hey, ich bin schon 5-mal drauf, jetzt komme ich einfach rein. Ist das irgendwie möglich, dass ich vielleicht bitte dürft mit irgendjemandem über die Fragen reden, gell? Und wir als Pastor haben natürlich gesagt, ja, sorry, keine Zeit. Das geht nicht, da musst du jemand anderes suchen. Nein, natürlich nicht. Sondern wir haben uns mega gefreut auf dieser Person, die da kommt und sagt, darf ich mit dir über Jesus reden? Die Frau hat dann ein Meeting abgemacht. Wir haben dann herausgefunden, okay, Alpha Life mit ihren Kindern und so geht gerade nicht. Aber sie hat nicht unbedingt nicht wollen, ein Jahr warten, oder, um mit irgendjemandem über die Frage reden. Und so hat sie jetzt diese Woche ein Meeting abmachen mit der Dabrina. Die zwei haben miteinander geredet, haben die Fragen, sie hat die ganze Liste, hat sie alle Fragen aufgeschrieben, oder, die sie hatte und was sie beschäftigt hat. Auf jeden Fall, was rausgekommen ist aus dem Gespräch, die Frau hat so Hunger gehabt nach Jesus. Sie hat so dringend wollen, dem Gott begegnen. Und die haben nachher zusammen ein Übergabegebet beten und die glaubt jetzt an Jesus. Sie hat jetzt bekannt, was wir in der Taufe symbolisch machen. Also ich hoffe, die können wir nächstes Jahr taufen, das wäre doch cool, gell? Aber hey, es gibt so viele Menschen, die Hunger haben nach Jesus. Das ist die Ermutigung, die ich dir mit auf den Weg geben möchte. Deine Nachbarn, deine Arbeitskollegen, deine Arbeitskolleginnen, die sind hungrig nach Jesus. Und wir wollen das glauben. Und ich möchte jetzt zum Abschluss genau für das beten. Für Begegnungen mit hungrigen Menschen. Für dich, wenn du jetzt in die Woche drin gehst, an deinem Arbeitsplatz, wo auch immer du Menschen über den Weg läufst, dass du kannst Grund geben, dass du kannst bekennen und eine Antwort geben auf den Grund von deiner Hoffnung. Für das möchte ich jetzt beten, für dich, ganz bewusst. Und dass wir auch dürfen einfach anfangen umdenken und anfangen glauben miteinander und anfangen beten und proklamieren, dass es da einen Umbruch gibt und dass Menschen neu hungrig sind für die Hoffnung, die in uns lebt. Für das möchte ich jetzt beten. Jesus Christus, wir kommen vor dich. Und wir legen dir unsere Region und wir legen dir unsere Nation her. Wir legen dir die Menschen an, die in unseren Arbeiten ein- und ausgehen. Wir legen dir die Menschen her, die bei uns in der Familie sind und die dich noch nicht kennen, Jesus. Und wir glauben von ganzem Herzen, Jesus Christus, dass du diesen Menschen heute wirst begegnen. Dass du dort einen Hunger gibst und dass wir das erleben dürfen, wie wir mit Menschen Gespräche haben über den Grund von unserer Hoffnung. Dass du uns Möglichkeiten gibst, zum Bekennen, was du in uns innen da hast. Zeig du uns doch auf, wo die Menschen sind, in unseren Nachbarschaften, in unseren Familien, in unseren Arbeitsplätzen, die hungrig sind nach dir. Wir bitten dich noch viel mehr um die Geschichte, dass wir das noch viel mehr erleben, dass Menschen dürfen auf uns zukommen und sagen, ich kann fragen, dürfen wir bitte mit dir über Jesus reden. Ich möchte wirklich das glauben und alle, die einverstanden sind mit dem, dürfen mit mir zusammen sagen, Amen. Amen.